Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kidswitch. Wir waren am Flavor Fair von Big Green Egg und der Herr Häsler hat es natürlich nicht können lassen, ein neues Big Green Egg zu tun. Ba-da-ba-ba-ba! Und einfach etwa 5-mal grösser ist als das, was wir schon hatten, weil wir ja ganze Rinder verarbeiten auf dem Grill, hat es jetzt ein bisschen grösseres gebraucht. Ich zeige euch jetzt mal, was das für ein Grill ist. Ja, ich esse eigentlich primär gerne vom Grill. Ich bin nicht so der Grill-Spezialist. So, wie ich das weiss und verstehe, ist das hier irgendwie ein Keramikteil, das irgendwie die Hitze gut speichert. Und dann ist das hure geil und wow und ein und an. Und dann tut man einfach Kohle rein. Und es ist mega schwer. Und hier kann man die Temperatur anschauen. Wow. Und man kann es umrollen, weil es so Rolli-Dings hat. Aber es ist eben wirklich extrem schwer. Und hier kann man noch irgendwie etwas regulieren. So ein bisschen Rauch rauslassen und wieder zutun. Und dasselbe im Gründung, hier kann man irgendwie, dass da Luft reinkommt. Big Green Egg, das ist so eine Art, wenn man ein Big Green Egg hat, dann ist man ein Egghead. Also es ist so eine Art wie eine Sekte, aber man fühlt sich wohl in dieser Sekte. Es geht schliesslich um Fressen und nicht um irgendwelche Gugus. Und jetzt haben wir eben noch so Zubehörsachen, die ich jetzt zeige, auspacken und keine Ahnung habe, für was es genau sein soll. Aber ist ja egal, es sind ja nicht alle Profis, oder? Der Herr Häsler tut dann schon reinfunken, wenn ich einen Scheiß erzähle. Hier haben wir jetzt einfach mal eine Schachtel. Also. Übrigens, ja, meine Nägel extra grün gefärbt. Zum Big Green Egg passen. Also hier haben wir einen Rost. Warte, es hat noch einen zweiten drin, aber... So, das ist schon nur die Hälfte, oder? Könnt ihr am Boden. So wie man es macht. Littering. Ein Rost. Der Wahnsinn. Also da innen hat es auch noch einen. Und der ist so. Und ich gehe jetzt davon aus, dass man mit dem einfach hure geile Grillstreifen bekommt und mit dem tut man vielleicht eher irgendwie ein Alupäckchen und weiss nicht was machen. Das ist meine Interpretation. Eben, sie tun mich auch nicht als Dingsle. Next. Also hier haben wir eine Pizzaschachtel. Das ist wirklich ein Pizzabachstein. Für Pizzas zu machen, weil beim anderen würde es ja drüber runtersaften. Und dann sieht das Zeug immer so schön und hell und weiss aus, bis du es einmal gebraucht hast und dann sieht es aus wie Arsch. Aber es ist egal, es ist Grill, es ist Feuer und Feuer ist ja heiß und wir sind ja bekanntlich super Profis, was Feuer anbelangt. Und dann haben wir irgendetwas, was ich keine Ahnung habe, was das soll sein. Ein Convector. Also wir sind mal keine Ahnung, was das soll sein. The most popular egg accessory of chefs and grillers around the world. Also, wir sind einfach geil, wenn wir es haben, weil wir es haben. Nicht, weil wir wissen, was es ist, weil wir es haben. Das ist so wie Leute, die Apple kaufen. Die haben keine Ahnung von den Produkten, sie einfach Apple haben. Sag's! Was ist Sag's? Zum Glück habe ich keinen Unboxing-Kanal, ich bin eigentlich ein bisschen kompliziert. Er kommt. Voilà. Das ist Zeug zum indirekt grillieren. Mache ich dauernd. Das ist sehr wichtig. Wann macht man das? Wenn man so geile Fleischstücke machen, die nicht ganz durch sind. Und dann sind sie so weich und saftig. So, wir müssen jetzt ein bisschen vorwärts machen, weil ich habe Hunger. Es geht immer alles ewiges. Also, da ist jetzt der Grill. Jetzt müssen wir den zusammenbauen. Jetzt haben wir hier die Firebox. Und die kommt jetzt da rein. Und die haben es nicht erklären natürlich. Da hat meine Anleitung da rein. Es hat eben so ein Loch drin. Es hat eben ein Loch da drin, dass von hier unten die Luft rauf kann zirkulieren kann. Und dann kannst du hier alles regulieren und dann ist das einfach BOOM! Also gut, weiter im Text. Jetzt kommt der Burning Ring of fucking Fire. Ja, es ist aus Keramik. High Quality. Gut. Das hier ist ein Filter. Einfach, dass die Kohle irgendwie nicht runterfällt. Und sonst ist ja das dumm, oder?
Wirklich für die ganz Dummen wie mir, die keine Ahnung vom Grillen haben. Ah, I love it. Gut, so. Jetzt tut man das da rein. So. Also. Muss ich sie da rein tun? Kann ich die schütten? Ja. Kann man da nicht grösser rauf tun? Oh. Jetzt so noch können. Dann braucht man ein Grillstück. Komm, Mustache! Also, und jetzt eben kommt hier die Guss-Eisen-Platten-Grill-Ding drauf. So. High Quality, nicht vergessen. Und dann das hier anzünden, endlich ein Fleischstück drauf tun, ein Bier drauf tun, fressen und einfach das Leben genießen. Voilà. Eben, wenn man indirekt grillieren, was man dauernd macht, und das ist mega wichtig, weil sonst ist das Fleisch einfach scheisse, braucht man das. Jetzt hat ja auch die Finger weg, kommt es dann alles schwarz, ist ja gleich. So. Dann nimmt man da den, wie sagt man dem? Indirekt Heater. Das ist Convector, oder? Wegen Eck. Das, wenn ihr es noch nicht gemerkt habt. Und dann kommt der hier rein, oder? Und dann kann Kohle hier unten voll geil pötten. Und dann nimmt man eben das Gitter, weil man tut den dann nicht anbrutzeln, sondern anheiten. Also, jetzt müssen wir grillen, weil ich habe Hunger und jetzt bin ich mega nett. Jetzt kommen die Huren Wespen zu uns rüber. Hey, wenn ich wirklich etwas hasse, das ist im Fall Wespen. Also ist ja gleich, es ist keine Werbeveranstaltung für Wespen. Also, wir gehen jetzt grillen und es gibt viele geile Videos. Folgt mir, dann seht ihr, wie ich hier umecke und umgrillen auch noch sonst. Einfach Grill und Fleisch und Sommer und